Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der Jiddischer Gasse. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöne Teve, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das Retzenach Meir David. Auf unser heutiger Programm haben wir dem Covid zu präsentieren eine Lektion von Sholem Beinfeld auf der Thema David Sward, Herr Smolar und die jüdisch-kommunistische Zwiebel in Polen. Und es wollen sich beteiligen in a Schmues wegen dem die Englisch-Übersetzer von einem Buch auf Polisch, was ist non verbunden mit der Thema. Und sie heißt auf Englisch A Citizen of Yiddishland, David Sward and the Jewish Communist Milieu in Poland. Die 2 Übersetzer sind schon gewesen auf unser Programm etliche Mal und sie sind schon sehr gut bekannt auf der jüdische Gasse. Sie sind Reza Turner und Herschel Glaser. Aber zuerst haben wir sich an mit einem interessanten Bericht wegen der Jivo-Sommerprogramm von einer Studentin in dem Programm und sie heißt Tara Neuwirth. Ich heiße Tara Neuwirth. Ich wohne in Los Angeles. Ich bin auf Pension. Ich habe gearbeitet 32 Jahre in UCLA und ich bin jetzt 2 Jahre auf Pension. Ich lerne sich Jiddisch. Und ich bin da in Jivo, euch zu bessern in mein Jiddisch. Nur ich habe studiert beim Jivo-Sommerprogramm 3 Mal in meinem Leben. Das erste Mal ist gewesen in 1983, wenn ich bin gewesen Aspirantke in Yale Universität. Damals habe ich studiert russische Literatur, aber ich habe gewollt machen ein Minor von Jiddisch Literatur. Ich habe nicht gekannt kein Jiddisch, ich habe sehr wenig gelernt, aber ich habe gewusst, dass es eine große Literatur auf Jiddisch und ich will es wissen, ich will es lernen auf Jiddisch. Also das ist mein erstes Mal. Und Yale hat damals nicht gegeben, keine Klassen von Jiddisch. Also bin ich gekommen in Jivo zu dem Sommerprogramm in 1983 als ein unheimlicher Student. Und ein paar Jahre später habe ich gemacht meine Examen von Jiddisch Literatur in Yale mit der Hauptsubjekt ist gewesen die Poesie von Gladstein und Moshe Leib Halpern und Zutzgewehr. Das ist mein erster Moment mit Jiddisch, ja. Damals habe ich gekommen meine Stelle in UCLA und was hat gar nicht gehabt zu tun mit Jiddisch. Ich habe gearbeitet bei UCLA 32 Jahre
die Jahre seien vorbeigegangen und schon kein Scheiches mit Jiddisch. Ich habe nicht so viel gekannt reden, ich habe gar nicht gelernt. Also wenn ich bin rausgegangen auf Pension und 2021, bin ich gleich zurückgekommen zu Jiddisch. Und ich habe geholfen zu nehmen Klassen online, noch einmal wie als Anheber, weil ich habe so viel vergessen. Und das ist jetzt mit 3 Jahren zurück. Und ich habe genommen Klassen online und dann im Sommer 2022 bin ich noch einmal zurückgefahren in New York, um teilzunehmen Ponem in der Programm bei JIVO. Und damals mit 2 Jahren zurück, mein Ziel ist gewesen, zu kennen, reden, lernen und schreiben und zu vertiefen sich in Jiddisch und in Jiddisch Literatur. Also nachdem, das ist gewesen 22, 3 Mal sind weggegangen und ich habe sich gelernt in der Heim, online, mit JIVO Zoom-Klassen. Und Jahr, das ist mein drittes Mal, Ponem in JIVO. Und ich bin da noch einmal euch zu besser in mein Jiddisch. Aber euch habe ich ein spezielles Projekt. Der Projekt hat gar nicht gehabt zu tun mit JIVO, mit kein Scheiches mit JIVO. Aber wie es kommt durch, hat ja ein Scheiches. Also ich kann dir erklären. Also ich hab genommen in Januar, ein Jahr in Januar, an Arbeit überzusetzen rund 60 Briefe und Artikeln, was ein Mann, sein Name ist Shmuel Phillips, hat geschrieben. Und die Briefe und Artikeln seien gedruckt geworden in dem Vorwärts zwischen die 40er und die 60er Jahren. Und er hat geschrieben wegen allerlei Themen, historische, politische, kulturelle Unionen und Geschehnisse in New York und in die Vereinigten Staaten und Europa und Israel. Er hat euch geschrieben Artikeln, er ist gewesen der Pressesekretär für einen Arbeiterring. Also er hat geschrieben Artikel wegen dem Arbeiterring und er ist ein Mitglied von der Verein von der Painters Union in New York. Er hat geschrieben wegen die Painting, wie heißt das, Painting Trade in New York. Ich habe gelernt, die Brief, sie übergesetzt, ein Brief nach einem anderen und ich habe gelernt, erst schon den 10. Brief und ich habe gesehen, also er sagt etwas wegen JIVO. Er schreibt etwas in dem Brief wegen JIVO. Für was redet er wegen JIVO? Was hat er zu tun mit JIVO? Und wie es weißt du, ich kann lernen ein bisschen von dem Brief, zu verstehen, was ist sein Scheiß mit JIVO gewesen. Er schreibt. Und er hat geschrieben den Brief, ich meine in 54 oder in 52 oder 54, ich denke nicht genau. Also, er schreibt, im Jahr 1942 hat die JIVO gehabt einen Contest. Der Indien ist gewesen, was hat euch gemacht zu verlassen die Heim und was hat ihr der gereicht in Amerika? Man hat gedacht, schreiben wenigstens 25 Blätter. Ich, als Bes-Hamedrischnik von der Heim und kommen die in Amerika in der Alter von 17 Jahren und seien die in Amerika dann 34 Jahre, habe gefühlt, dass ich habe etwas was zu sagen auf der Thema. Ich habe geschrieben 95 Blätter auf der Thema und 2 Jahre später habe ich gekriegt einen Brief von der JIVO und als ich bin einer von den Gewinnern und soll kommen dem Abend und ein bisschen mehr. Dem Abend hat Shmuel bekommen eine Anerkennung von JIVO als seine Autobiografie von 95 Blätter. Das ist eine Quotatie, bringt wichtiges Material zu der Geschichte von Jiden in der neuesten Zeit und als die Beschreibung ist rein auch ständig in dem Band von wissenschaftlichen Materialien von JIVO und wird ausgenutzt werden
durch Historiker und Sozialpsychologen für Forscharbeiten und Publikationen. Der Jivo drückt euch dem Mechaber von der Beschreibung Dank und Anerkennung für sein Zustand zu der jüdischen Wissenschaft. Also ich habe gelernt im Leben, ich bin so verjüdischt. Ich habe nicht geglaubt, was ich habe gesehen. Und ich habe angeguckt, die Mischproche ist eine ähnliche, haben die alle Briefe in ein Album. Was Schmuel allein, dachte ich, hat die ausgeschnitten von der Zeitung und gemacht ein Album und die eigentlich haben es, aber sie kennen nicht kein Jiddisch. Sie haben nicht keine Ahnung, was steht geschrieben in die Brief. Und ich habe sie gesagt, hat das Scheiches mit Jivo, hat ein Manuskript in Jivo, sehr wichtigeres Main. Und zusammen mit den 60 Briefen und Artikeln, wir sollen gefunden dem Manuskript übersetzen und wir haben eine ganze Geschichte von jüdischem Leben und von eurer Seele. Als wir seinen Masken gewinnen, als ich will vorhin kein Jivo, ich will Anteil nehmen in der Sommerprogramm, wie gewähnter Student, und ich will es suchen dem Manuskript, weil wir haben, Jivo hat gemacht ein digitales Archiv von die alle Autobiografien von 42. Und ich habe durchgesucht digitalisch und nicht gefunden seine Autobiografie. Es seien dort 200 Autobiografien in dem Archiv, aber sein Name ist nicht mit sie. Und wir haben abgeklungen Jivo, sie haben gesucht physisch in dem Archiv. Keiner kann nicht, bis jetzt, wir haben nicht gefunden, das Manuskript. Es ist möglich, als hat es zurückgenommen, weil er schreibt in einem anderen Brief, als wird erst schreiben seine Sichrones mit den alle Briefen, mit seiner Autobiografie. Er hat es zurückgenommen und es ist verloren geworden, nachdem legt es dann jeweils in ein anderes Archiv, missfeilt, wir wissen nicht. Aber der Fall bin ich da in Jivo, sich zu bessern, mein Jiddisch und euch zu arbeiten in die Archiven und probieren zu finden sein Manuskript. Das ist die meiste. Ihr seid ein genieter Student beim Jivo. Was ist etwas speziell wegen der Zugang zum Lernen oder wegen der Programm Bechlal? Was ist euch speziell zum Herzen? Erstens zu wohnen, tagtäglich lernen auf Jiddisch. Also man kommt da rein, 10 Säger in der Früh, man geht dahin, 5 Säger und man hält und man redet und man lernt Jiddisch den ganzen Tag. Das ist die erste Sache. Zweitens, die Lehrer seien so interessante. Es ist nur ein Vergnügen zu hören sein Jiddisch, zu lernen mit sie. Und die anderen Studenten, alle seien ein bisschen moderner. Ja, was für ein Mensch wird sitzen im Sommer, lassen wir sagen, 5 Stunden am Tag, studieren etwas. Aber wir sind junge Leute, alte wie ich. Es ist die mit Sprache und mit Jiddischkeit und mit Jiddisch und Jivo ist sehr gewaltige Institution, ja. Alles, was man will finden, ist da. Und mein Jiddisch kommt von Jivo. Das meiste von mein Jiddisch kommt von Jivo, von den alle Jahren mit Jivo. Also ihr seid gewesen bei der Jivo Sommerprogramm etliche Jahre in Zeiten vor dem AGEFA, bis dem AGEFA. Was ist speziell zum Bemerken wegen dem Jahr im Vergleich mit den anderen Jahren? Nur mit 2 Jahren zurück haben wir alle getragen Masks. Das ist schlecht gewesen, zu tragen eine Maske im Lebenssprache. Aber heuer, ich meine, ich habe keinmal nicht getan dieselbe Sache in der Klasse. Ich bin gewesen ein avancierter Student, 2 Jahre, mit 2 Jahren zurück noch jetzt. Die Materialien seien anders, die Studenten und seine Interessen seien anders. In 1983, wir sind gewesen bei Columbia University. Das ist wirklich etwas anderes.
Und, aber ich meine, gewöhnlich ist es so verhaftig ist, wie es ist gewesen damals mit 40 Jahren zurück. Es wird besser und besser und das ist interessant. Ich habe gesagt, dass wenn ich bin gewesen Aspirantke in Yale in 83, Yale hat nicht gehabt keine Klassen von Jiddisch. Jetzt, mein Hauptlehrer von Literatur lernt Jiddisch in Yale. Also das ist so schön zu sehen. Also Jiddisch ist nicht, es ist nicht gewesen eine akademische Sprache mit 40 Jahren zurück. Und jetzt, da Niveau hat meine Lehrer, was lernt, bemäßigt der Jahr in Yale, kommt in den Sommer und lernt uns so. Als Jiddisch ist wichtiger und wie sagt man, man versteht jetzt, was es ist etwas, was man soll lernen und es ist ein akademischen Thema, es ist eine akademische Sache zu lernen sich Jiddisch. Das ist ständig gewesen, ständig gewesen bei Ivo, aber die Welt hat nicht gewusst. Ja. Seiten beiden sich sehr ein interessanter Bericht und ich bedanke euch und wünsche euch Erfolg mit eurem Projekt und eurer Lernsache bei der IVO Sommerprogramm. Schickt allem einen Gruß von mir, speziell David Brown, unser guten Chaber. Warte, ist mein Lehrer, ja, warte. Schönen Dank euch. Liebe Zuhörer zum Jiddischen Call. Das redet zu euch Shalom Beinfeld, was ich habe von Zeit zu Zeit Covid und dem Vergnügen zu interviewen, interessante Gäste auf unser beliebter Programm. Heute aber bin ich alleiner Gast, ich zusammen mit Herschel Gläser und Rese Turner. Wir wollen diskutieren wichtigen, aber wenig bekannte Themen. Der Prof zu schaffen in noch mohammedischen Polen, eine jiddisch-kommunistische Kultur. Bekämpfen wir ein Alternativ zu dem untergegangenen jiddischen kulturellen Leben im Sowjetenverband. Wir wollen da monnen zwei wichtige Persönlichkeiten in dem Prof, Koidem Kol David Sfard und auch Herr Smolja. Wegen Sfarden ist letztens heraus auf Polisch eine gründliche Biografie von Anna Nalewajko-Kulikov, übersetzt auf Englisch von Herschel Gläser mit Mithilfe von Rese Turner. Unter dem Titel A Citizen of Yiddishland, David Sfard and the Jewish Communist Milieu in Poland. Wahrscheinlich Herr Smolja wird der Ben Yehuda Verlag bekommen herausgeben zweisprachigen Nussach von geschaffen von der begabten Übersetzerin Ruth Murphy von Smoljas Jiden on Gelalates. Erzählungen und Skizzen von der unterirdischen und Partisanerbewegung in Minsker Ghetto und in die Rumike Wälder, wo Smolja ist gewesen ein Kommissar. Und wegen dem hat geschrieben in seinem Buch von Minsker Ghetto, was ist herausgekommen in Moskau in 1946. Faktisch das letzte Buch, was ist heraus auf Jiddisch, auch in russischer Übersetzung, die jiddische Kultur ist im Ganzen liquidiert geworden. Ich will da mal ein bisschen wegen Smolja, ist gewesen von der frühesten Jugend verbunden mit der kommunistischen Bewegung, weil schon, wenn noch ein Kind, sind die Sowjeten rein in sein Städtel Zubrov, neben Białystok, in Zeit von dem sowjetisch-polnischen Krieg von 1920. Sie haben eingenommen die Stadt und aufgestellt das Sowjet und ist geworden aktiv in dem Sowjet. Und wenn die Polaken zurück eingenommen super, ist weg mit der Reuterarmee in Sowjetenverband. Und dort gewesen aktiv zwischen der jiddischen Jugend in Kiew, in Kharkov, aber später hat man ihn geschickt in Moskau zu dem kommunitären Universität, die Mayrevke, wie Jeden haben es gerufen, wo man hat trainiert Agenten für kommunistische Arbeit in Russland. Und versteht sich, in seinem Fall ist das gemeint Polen. In 1924 ist
weg zurück in Polen, gewesen aktiv in der unterirdischen kommunistischen Partei. Sie sind gewesen legal in Polen und in andere linke Bewegungen, aber oft arrestiert geworden und ganze 6 Jahre gesessen in Türmen. Befreit ist er geworden, wenn die Sowjeten haben übergenommen Misrach-Polen im Zusammenhang mit dem berühmten Molotow-Ribbentrop-Pakt, die Deutschen in Misrach-Polen, die Sowjeten in Misrach-Polen, und er ist gekommen in Białystok und geworden ein Mitarbeiter zusammen mit David Spart in dem Bialystoker Stern, die wichtigste jüdische Zeitung in die neuen Gebieten, wo es ihr Ziel ist, zu gewinnen die jüdischen Massen in die neuen Gebieten zum Kommunismus. In 1941, wie wir wissen, sind die Nazis vom Sowjetenverband und Gich eingenommen in Białystok, was ist gewesen, lebender Grenitz. Spartan ist gelungen, sich zu evakuieren mit der Bahn, aber Smoler hat beschlossen, er wird nicht antläufen. Er wird gehen zu Fuß in Minsk, weil ich bin sicher, dass die Rote Armee wird sich verteidigen in der weißrussischen Hauptstadt. Kommissar ist angekommen in Minsk, hat gefunden, dass die Rote Armee schon weg und die Deutschen sind schnell angekommen und er ist mit den Minsker Juden gewinnt verspart in Minsker Ghetto. Die Epopee von Minsker Ghetto und die jüdische Partisaner in Belarus, in Weißrussland, ist nicht genug bekannt. Tausende Juden haben sich herausgeratet vom Minsker Ghetto und Smolja zwischen sie und sich angeschlossen in die Partisaner, gewesen ein wichtiger Teil von der Partisanerbewegung und zwar Smolja Menach ist geworden als ein Kommissar. Und er hat gemerkt, dass nach der Mohammed werden Juden wieder sein, ein wichtiger Teil von der sowjetischen Gesellschaft, wie sie gewesen in der Partisanke. Und die Samarim sind gewesen schlechter Rederschaft, antifaschistischer Komitee ist noch gewesen aktiv, gewesen die jüdische Zeitung Einigkeit und sein eigenes Buch, was ist, ich habe da Mund gewesen, das letzte Buch, was mit da rausgegeben. Er ist weg zurück in Polen in 1946 und sich angeschlossen in die jüdische kommunistische Organisation, der Mutter mit Sfaden. Sehr teuer hat sich ausgesehen, die Lage dämmelt, denn er war jeden in Polen gewesen, der Antisemitismus hat gebrannt, die Poljaken haben nicht vergonnen, die Juden, wo sie kommen zurück, aber da muss am Hunger kommen, und er hat gesagt, ab 200.000 Juden von Sowjetenverband. Gewinn aber anderes im Oil. Gewinn Marshall die nicht sehr gut bekannte jüdische Autonomie, der im polnischen, also ich sagen, Birobidjan, das heißt in Niederschlesien. Gewesen deutsche Territorien, von wann die Deutschen sind entlaufen, dann hat sie herausgetrieben und die Sowjeten haben das gewollt schnell bevölkern. Es soll sein ein Teil von Polen und nicht von Deutschland. Das heißt, die Grenze von der Volksdemokratie soll sein, was nennt er zum Meier. Und sie haben da Lust. Er viel encouragiert, als Juden sollen sich dort besetzen. So ist geschaffen, gefahren auf etliche Jahre. Armin, Jüdischland, in der Schleusen städtlich mit der Hälfte oder vieler Mehrheit jüdischer Bevölkerung, jüdische Schulen, jüdische Kooperativen, jüdische Landwirtschaft, viele gemacht haben, einen Film von dem, das ich aber mal gesehen mit Jahren zurück. Es hat nicht zu lange gedauert, aber gedauert hat es bis als ungefähr 1950, aber wie wir wissen, haben jeden angeheben Antläufen von Polen nach dem Kelzer Pogrom und später zu lieb andere Cities. Ich will wegen Smolja, ich will bald sich umkehren zu David Spart. Ich will wegen Smolja noch eine Sache. Er ist gewesen, wie es war, der Mitarbeiter in dem täglichen, täglichen Volksstimmen, die jüdische kommunistische Zeitung in Polen. Und er hat sich gewusst in 1956, was er jetzt schon gehört gewesen von früher. Er ist gewesen jahrelang in Beziehung mit telefonisch mit Itzig Pfeffer und mit dem Olsen die Gespräche übergerissen geworden sind. Die Stolmerken, die jüdische faschistische Komitee, hat er gewusst, dass etwas teugt nicht. Aber wie viel es hat nicht geteugt, hat ihm erst erklärt Leon Christel, als jüdischer Schreiber von
dem New Yorker Vorwärts, wo es hat sich abgestellt in Warschau, für seine Ziele von Sowjetunion zurück in Amerika, hat sich abgestellt in Warschau und gelost wissen, Smoljak, als man hat die jüdische Schreiber geschossen in 1952. Das hat er sich allein da was von der Israel-Ambassade, was hat gehabt, ihre Agenten dort, wo man darf. Hat Smoljak gedruckt in April 1956 einen Artikel, anonym, aber man hat gewusst, dass das ist er der Mechaber. Unser Zar und unser Treist hat es geheißen. Was ist gewesen der Zar, das ist gering zu verstehen. Als Tragödie. Was ist gewesen der Treist? Der Treist ist gewesen die Hoffnung, als die Lage wird sich beiten in Sowjetverband jetzt, was Stalin ist schon mehr nicht da, und befragt, es ist da eine Alternative, ein anderer Moschel von der jüdischen Kommunismus in Polen. Und öfter das wird beeinflussen die Lage im Sowjetverband. Das versteht sich. Die Volksstimme, was es käme, nicht gewinnen den ganzen Koscher im Sowjetverband, es gewann einen ganzen Treff im Sowjetverband. Ich habe sich allein eine persönliche Überlebung. In 1951 bin ich gewesen, wie ein Student, habe ich in Moskau. Und in mein Hotel ist gewesen ein Kiosk, wo es ausgestellt, alle kommunistische Ausgaben von über der Welt, hereingerechnet dem Daily Worker, aber nicht die Morgenfreiheit, kommunistische jüdische Zeitung in Amerika, und nicht die Volksstimme. Ich habe es auch gemacht, nicht wissendig, gesendet als der Agent dort beim Kiosk, jeder hat gesagt, auf mein zerbrochenem Russisch, was nicht die Volksstimme ist Warschau. So lange Meister hat man geführt hinter dem Kiosk und genommen Fragen wegen Israel und wegen all Dingen, was Herrsachen der Welt. Aber als die Volksstimme ist nicht da, das ist gewesen selbstverständlich. Und das ist gewesen ein wichtiger Beitrag an das geschaffen, ein in die jüdischen linke Kreisen über der Welt. So, das ist gewesen nicht von einer kapitalistischen Ausgabe, was spricht links wegen dem Sowjetverband, noch von einer ämste kommunistischen Ausgabe, was wir können nämlich sagen, dass sie ist eine Säune von Sowjetverband. Nur deswegen wegen Smoljak, was ist noch Gomulkas antizionistische, das heißt anti-jüdische Kampagne von 1968, 69 ist wie euch zwar avec in Israel geschrieben, wichtige Sequenz wegen seiner langen kommunistischen Karriere. Jetzt wollen wir sich umkehren zu David Zfar. Voneinander mit Persönlichkeit und voneinander Hintergrund, wie Smoljak ausgewählt, von einer mehr gebildeten Sprache, einer mehr bourgeoisen Sprache, sein hat es gewinnt eine Rolle, wo hat sich ausgelernt, gut ausgelernt Hebräisch, aber gegangen auch in ein polnisches Gymnasium in Lutsk, in Berlin, und in jener Zeit geschrieben Lieder, sei auf Hebräisch, sei auf Jiddisch, sich gelernt in der freien Universität in Warschau, und dann noch, hat er meistens avec kein Frankreich, kein Nancy, die Behabung hat ein Tolles, wenn sie sagt, dass das ist, weil Nancy ist in Elsass, wo man redet das. Nancy ist nicht in Elsass, nur in Lorraine, und man redet dort bloß Französisch. Er hat sich aber der ausgelernt Französisch geschrieben, aber die kennt Deutsch auch geschrieben, eine Dissertation wegen Hegel. Man schreibt nicht in Dissertation wegen Hegel. Ich kenne die kein Deutsch. Und gut, die kennt Französisch, später übersetzt per Goyo von Balzac auf Jiddisch. Sehr begabt auf Sprachen, die kennt Russisch, Polnisch, Hebräisch, Jiddisch, Deutsch, Französisch. Wer weiß das schon noch? Zurück in Polen nach dem bekommenden Doktorat ist er geworden aktiv, politisch und literarisch in die linke und kommunistische Kreisen in Polen. Wir werden Redakteur und Anteilnehmer in der literarischen Tribune, kommunistische Ausgabe, was ist später vermacht geworden von der Regierung, und später dann noch in Alterkazismus, der Feind, hat eine Zeitung, wo es offiziell nicht gewesen kann, kommunistisch. Er hat
gedruckte Poemes und eine Novelle, wegen sie gehen sich, wegen einer jüdischen Städtel in Polen. Was wird gemacht? Einen gewissen Räuschen. In 1937 ist ein Delegat zu dem berühmten jüdischen internationalen Kulturkongress, wo man geschaffen hat, in Kuf, sie waren eine linke Asife, aber die Sowjeten haben den Delegaten nicht geschickt dahin, ein schlechter Sinne. Aber er ist gewesen ein Delegat von den polnischen Juden. Und das ist in gewinnen Zeit von der Weltausstellung in Paris, wo Jiddisch Mammeloschen hat gehabt ihr eigenen Pavillon in der Weltausstellung. Das zum ersten und letzten Mal. Er ist zurück in Polen von Paris, in schwere Zeiten. Stalin hat aufgelöst, da will die unlegale polnische kommunistische Partei verdächtigt, in Gott weiß was, Trotzkism, sie was. Und zwar das gewesen sozusagen nicht gekannt sein aktiv, bis es jetzt auch geöffnet die Zweite Welt noch kommen und wies mal, er ist weg, kein Verlust waschen an weiteren Kinder. Weg kein Bialystok und gearbeitet in dem Bialystoker Stern, in dem Bialystoker Zweig von dem Schreiberorganisation, literarischen Verband. Und wenn die Deutschen sind befallen zu Wetten fahren, ist ihm gelungen, sich zu evakuieren mit der Bahn, kein Saratov auf der Wolga und dann noch kein Kasachstan in Alma-Ata, das heißt jetzt Almaty. Schwer leben dort, gewinnen aber nicht den ganzen wichtig, weil er sich bekennt mit anderen Pläten, wie Lamoschel, gerade in Alma-Ata und euch sich verbunden mit Delegaten von dem jüdischen antifaschistischen Komitee. Und er hat schon gehabt, einen gewissen Namen, hat man ihm 1944 geschickt in Moskau, wo er ist geworden, aktiv mit die polnische und jüdische polnische Pläten in Sowjetverband, die zu organisieren, ein Leben in Polen nach der Mohammed, was hat sich gehalten, noch nicht geendigt, aber man kann sehen, als wird es bald endigen. Und man hat diskutiert und organisiert die Frage von der Repatriation. Und es war dort sich allein repatriiert, sich zu repatriieren, zusammen mit den ungefähr 200.000 Juden, wo sind zurückgekommen von Sowjetverband, wo sie haben aufgelebt, das jüdische Leben. Sie sind gepaschete Juden, wir sind zugewandt zu einer traditionellen jüdischen Zwiebel und ich gewollt sein, eine kleine Minderheit zwischen antisemitischen Polacken, mit damals geworfen Juden von den Bahnen und schon nicht. Schon der meint am Kelzer Pogrom, haben sie gewinnen zufrieden, sich zu versetzen in Niederschlesien. This is WUNR Brookline. Über oder nunte Mischbuche ist blind, über seht schwer, aber ist druckverkrippelt, JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibray.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Und sie sind gewesen, sozusagen der Kern von dem neuen jüdischen Leben in Niederschlesien, aber auch in andere Teilen von Polen, wo ich nicht da reinlassen, in die alle mit polnischer Rosh Tevis, was öfter Reise kennen, sie erklären, aber nicht ich.
In die Jahren ist nach 1946 ist Polen geworden eine Volksdemokratie, das heißt eine kommunistische Diktatur, und die jüdische Organisationen sind auch bislang was geworden, koordiniert und zentralisiert in eine Organisation, jüdischer Kulturverband. Aber ist gewesen sehr ein aktiver Verband und nicht geguckt auf die kleinen und gesagt auf verkleinerten jüdischen Jeschiv in Polen mit der Stütze von der Regierung, was man darf das probieren zu erklären, geführt ein reich jüdisch-kulturelles Leben. Man darf noch den Mann in dem jüdischen Theater mit Ida Kaminski, was ist gewesen weltberühmt. Und versteht sich die Volksstimme, die einzige jüdische Zeitung in Polen und auch hat einen gewissen Einfluss, bis mir hat sie verboten, in Sowjetverband. Der Iker aber ist gewesen jüdisch Buch, was David Zwart hat mit dem angeführt. Jüdisch Buch ist einseitig gewesen der größte jüdische Verlag in der Welt. Mit der heutigen mehr jüdische Bücher in Polen wie in Amerika oder in Israel. Hunderte Bücher, sei Klassiker, sei neuere Werk. Und das hat gedauert mehr weniger bis dem Sof, das heißt bis Gomulkas Kampagnen. Und wir wollen hören von meinen Mitschmuser mehr wegen das jüdische Leben in Polen, was es gewinnt, kulturell reich, begrenzt politisch und euch in einem gewissen Sinn gewinnt ohne Zukunft, weil der jüdische Jeschiv ist geworden als kleiner und die polnischen Kommunisten sind geworden weniger interessiert in ein jüdisches Leben in Polen. Und und Sofkosov ist war also wie Smolja, aber kann ich so und auch wie Smolja geschrieben, seine Zeugnis und wichtige Analysen von seiner kommunistischen Karriere. Das ist, was ich habe zu sagen. Und ich will jetzt hören von Herschlin, was hat er so fein übersetzt, kann er Michael zu lernen, das Buch wegen Vater. Und auch von Reise, was sie kennen besser für uns allen, was tut sich in Polen. Herr Gläser, ich habe übergesetzt Obywatel Jiddisch Lando von Polisch auf Englisch mit der Hilfe von meinem Freund, was kennt Polisch von daheim. Und dank der Arbeit von Reise ist es geworden noch besser. Sie hat das eine Sache verbessert. Ich habe gefunden ein paar Reisen, aber no. Wer ich bin, kurz zu dem, was ich habe das übergesetzt, und von dem hat er Sach-Covid, aber nicht so viel Geld verdient, zum Adeuren. Ich bin ein Linguist, ich habe mein Doktorat nicht von Nancy, nur von Columbia Universität. Und ich habe gearbeitet 16 Jahre in Jivo. Ich kann erzählen an ähnlicher Weise von dem, was Sholem hat erzählt wegen Moskau. In 1983 bin ich geboren im Sowjetverband. Ich habe gehabt mit sich als Sachpapieren, der ich Mappes, aber euch etwas zu lernen, dachte ich. Man hat mir geätzet, als euch bringen Bücher und Sowjetverband darf das sein etwas, was ist ein Reus im Sowjetverband. In jener Zeit ist gewesen Bücher kommen in New York, was geheißen nach sich 4 Continents. Habe ich gekauft Roman von einem sowjetischen Schreiber Jecheskel Tabatschnikow und das mitgenommen. In Warschau hatten wir mitgegeben ein Exemplar von der Volksstimme. Wir kommen dann auf der Grenze, wir heißt, da rausnehmen alle Papiere und der Wocher, der Grenzwächter, guckt alles durch, lässt alles über, nimmt zu die Volksstimme. Frage ich ihm, Stage, es ist doch Eier, es ist doch von Polen. Was nehmt ihr das zu? Sagt er, weil methodische reinbringen. Und bis zum heutigen Tag verstehe ich nicht für was, aber wenn jetzt verstehe ich ja, als es gewinnt Postel, auf viele wenn es ist aus in Polen. Das ist meine Überlebung mit der sowjetischen Bürokratie. Ich bin gewesen in Polen und im Sowjetverband in 1971. Und in Warschau habe ich sich bekannt, ich denke nicht seinen Namen, ist ein junger Mitarbeiter in der Volksstimme. Sein Namen hat mir gegeben, Mark Webb, was damals gewesen ein Mitarbeiter in
in Juvo, was ist angekommen von Polen in der Zeit von Gomulkas Kampagne. Hat mir gebeten, ich soll sagen, dass dem Bocher, als ist in Mörchel, ist geblieben in Polen und nicht da weg und schreibt und arbeitet noch halt in der Volksstimme. Aber ich habe getroffen mit ihm, habe ich ihm gefragt, mehr oder weniger gefragt, wie kann man euch halten, eine jüdische Zeitung in einer Sache von einem Yishuv? Hat gesagt, wenn wir es verkaufen in Sowjetenverband, wollten wir gekannt verkaufen 100.000 Exemplare. Das ist noch als gewesen, Amin Cholem, als die Volksstimme wird haben, früher oder später ein Spur auf dem jüdischen Leben im Sowjetenverband. Das ist kein nicht bequem geworden, wie das erste 1983. Das ist schön euch. Und wenn es untergegangen, die Volksstimme 1992, es hat gedauert, eine längere Zeit. Dem Idealismus und dem Optimismus von jüdischen Kommunisten von den ersten Zeiten, 1920er, 1930er, bis sie haben gemusst weg von Polen. Ja, das heißt, nicht, wenn man es gemusst hat, heil sind geblieben, aber also eine wie David Zward und Herr Smoller haben verstanden, als sie ist rausgeworfen, sie bleiben in Polen. Es ist, aber viele der Stammkommunist ist gewesen ein größer Idealist, ein größer Optimist. Befragt noch, als man gesehen, was Stalin hat auch getan, vor die alle Jahren, und man hat weitergekannt leben, als der ämstliche Kommunismus wird sofort aufkommen. Wie noch ist Potter geworden von Stalin. Es ist von unserem Guckwinkel ist das ein ruhig Stuss, wurde gesagt, was, ja, aber nur sie haben geglaubt und öfter wollten wir auf sehr Ort auch geglaubt, ja. Ich habe gewollt ein bisschen legen dem Trop auf Fahrenkurven. Ich habe geschrieben, und öfter kenne ich das da Mannen, als wir rangeln sich weiter mit dem, wie es euch hat ausgesehen, das jüdische Leben zwischen den Weltmilchames. Wir haben Dokumenten und wir haben Interviewen und wir haben Filme und wir haben, und das geht euch zu dem. Aber wir wissen, dass es bleibt unbekannt sehr Sache, befragt bei jedem auf der Provinz. Shlomo Birnbaum Marshall hat geschrieben, als wenn nicht der Churben wollten so Jiden auf der Provinz geblieben fromm und weitergerät Jiddisch. Efter wollte er gewinnen gerecht, wir wissen doch nicht. Aber wir lehnen euch wegen politischer Tours, linke der Riker, auf der Provinz, also in jedem Städtel ist gewinn ein bundischer Kreis, ein kommunistischer Kreis, ein sozialistischer Kreis. Wie hat ausgesehen das Leben in der Städtel? So bleibt mir weiter ein Mysterium. Wenn wir können machen einen Film wegen dem und weisen auf den Ekran etwas von dem tagtäglichen Leben, aber ein bisschen wissen wir von Image Before My Eyes. Das ist eine wunderliche, Josh und seine Mitarbeiter haben aufgetan eine wunderliche Arbeit. Das hat eine Sache zugegeben zu meinem Wissen, aber es bleibt fort eine Sache unbewusst. Doch auch ist bei mir. Wie gesagt, von dem Band wegen David Zwarden, da wissen wir sich etwas wegen seiner Kinderjahren in Berlin und wegen dem, wie so immer gekannt sein, ein Kommunist in Polen in einer Zeit, von mit das Gesäde gewesen unter der Sakone von werden arrestiert und es schon noch ärger. Ist vielmehr ein bisschen dem Tam von einstellen sich die Freiheit und öfter das Leben in einer Miluche, wo es ist gewesen, befragt in den letzten Jahren, offen antisemitisch und versteht sich antikommunistisch, und das heißt, wenn es gewesen beide, jeder Kommunist ist man gewesen in einer Doppel-Sakone. Was mehr wir kennen sich da wissen wegen jener Zeit, ist Akko Revach, wollte ich gesagt. Wir hatten doch für die
diese Chönes, was jüdische junge Leute haben geschrieben für Jiva. Ja, ja. Was letztens hat man das analysiert in einem Buch, was erzählt hat, wegen der Stimme von der jüdischen Jugend in jenen Jahren, was hat wie alle Jugendlichen, sie haben geträumt von einer Zukunft, von Freiheit und von Jüdischkeit und von der Volk. Aber sie keine gar große Hoffnung haben sie nicht gehabt. Die Aussichten für jeden in Polen sind nicht gewesen sehr freilich. Öfter zwischen den Frommen ist das nicht gewesen wichtig. Aber wenn es fromm ist, macht das alle anderen Sachen. Aber es ist gewesen Probleme und auch gewesen eine gewisse Assimilation. Überhaupt als Galizien ist geworden ein Teil von Polen, hat sie die Galizianer mit sich mitgebracht, die Polonisation. Weil die Polaken sind gewesen die Rädeltiere in dem österreichischen Galizien und jeden sind zum Teil mit sie mitgegangen. Und in Vilna hat man sich verklagt wegen die Galizianer, was sprechen Polonism wie am Agefe in Polen. Ich habe sehr lieb gehabt zu arbeiten mit dem Jewish Film Center auf einem Exemplar, eine Kopie von Niedel mit dem Fiedel. Ah. Ich habe neue Untertitel. Das ist oftmals gewesen schwer zu tun, weil die alten Untertitel hat man nicht gekannt abmerken. Ich dachte aber herumsehen. Aber man hat gefunden in den deutschen Archiven eine Kopie von Niedel mit dem Fiedel ohne Untertiteln. Konfiskiert muss damals in den Nazi-Jahren. Habe ich gearbeitet mit der Mitarbeiterin Leah Levitt, habe mir geschafft, neue Untertitel. Nicht wichtig, es ist noch nicht da raus. Ich hoffe, dass mit der Zeit will es aufgehört rauskommen. Aber was ist bei mir gewesen interessant, weil alle Szenen haben mir gedacht, gucken mehrere Mal, die Untertitel sollen gehen zusammen mit dem geretteten Wort. Oft lieber geguckt, die Szene war in einem Markt, was heißt, es gemäß ein Dokumentar von einer jüdischen Markt in einer polnischen Städte. Nicht mit Kanakteuren, nur mit Juden von jener Zeit und von jenem Ort. Und das hat mir gegeben ein Stück Gefühl, wie es ausgesehen, das jüdische Polen in der Provinz, das ist eine Provinzstadt in jenem Jahr. Nun, wir hoffen, dass sie werden sich finden, eine Möglichkeit herauszugeben, dem DVD. Ja, das heißt, wenn ich sage, als wir weiß nicht, meine ich, Derike, als wir weiß nicht die Proportions. Zum Beispiel in einer Städte, wie viel Jiden oder wie viel Prozent Jiden sind geblieben fromm, mehr oder weniger im Ganzen, also wie bis damals. Wie viel sind gewesen politisch aktiv? Das heißt, wegen was hat man gerät, wenn man hat sich begegnet auf dem Markt? Also eine Sachen. Wir wissen ein bisschen, aber alleweil wollten wir gewusst noch mehr. Man weiß, dass der Bund ist geworden die stärkste Partei zwischen den Polen. Das heißt, immer von Weltlichkeit und von Liberalismus. Und man weiß doch, als die Besjankowschulen, was sind, wo man gelernt, die Mädchen auf Polnisch und darüber auf Jiddisch. Die Widerstand zu der Assimilation. Sie allein haben das verstanden. Ja, die Assimilation ist dafür gewesen stark. Bei Weihnachten hat sich noch beklagt wegen dem, als wir wird verlieren die Jugend. Und ich habe verstanden, als meint, als die Jugend wird weggehen von der Jüdischkeit, was hat davon, weil sich kein Frommer versteht sich, und wird herüber auf Polnisch und Punkt, also wie auf Russisch und so werden verwandt, was das hat Johanna der Mond in der Biografie. Und es hat sich gelegt auf den Seichel in einer gewissen Sinne. Was davon haben Jiddisch, ob sind da 100 Millionen Menschen, was kennen Russisch und 30 Millionen, was kennen Polnisch. Punkt, also wie da. Dieselbe Logik.
Der Chilik ist das, was dort ist man noch gewesen in der Heimat sozusagen geschossen. Da ist man gewesen ausgewurzelt. Wird gedacht, schlagen neue Wurzeln. Ich habe gedacht, ich habe Jahre zurück interviewt, da was ist gewesen. Gerade wird von Wilner Ghetto, sitzt auch der Mond, wie sie mit der Chavata sind gegangen, in Gas und Gerät Polisch zwischen sich in Wilna. Es war beigegangen, der Lehrer wird in Bernstein durch sich und nicht geguckt auf sie, aber gesagt, wollten sie Gott gekannt. Das ist der Polisch allein hat nicht gedrückt. Ja. Sollen sie besser reden Jiddisch. Und das ist, ich meine, als in Wilna hat sich Jiddisch gehalten, ganz gut. Ja, also meine ich euch, aber es ist Chicago, als Jürgen Mark schreibt, er dachte sich in seinem Artikel, unser litwische Jiddisch, als in der Litwischen Republik ist Jiddisch gewinnt stärker wie in Wilna. Und ich denke nicht, wer von die Wilna hat geschrieben, in Wilna ist Jiddisch gewinnt stärker wie in der Litwischen Republik. Wäre es gerecht? In Litte ist, es ist mal, ich bin gewesen in Wilna 1971. Ich war noch sowjetisch. Aber ich gehört, wie mir redet Jiddisch in Gas. Junge Menschen, ich denke, ein junger Tate mit einem kleinen Kind und einem gewissen Blumen, so gesagt, guck, ein Blumen, ich bin unterstützt, ich habe nicht gewinnt zugefreut, dass Menschen von dem Alter sollen reden Jiddisch mit Kindern, sei es die sehr fromme. Und das sind nicht gewinnt kein fromme. Wird mir erklärt. Als in Wilna und Bechlal in Litte, willen die Litwiner soll die Jiden mecken retten, was sie wollen, aber nicht Russisch. Ich bin ein bisschen als Jiden in Montreal, was bei der Provinz hat gestützt im jüdischen Theater, aber Jiden sollen nicht spielen Theater auf Englisch. Die Jiden sind gewesen, also zwischen die Litwiner und die Russen haben sie verstanden, besser zu sein, Jiden russifiziert. Und deswegen sind sie gewesen, ganz fein russifiziert, aber angehalten sehr Jüdischkeit auch viele in die letzten Jahre. Und wir kommen in Wilna 1971, habe ich gesehen, Plakaten, Fiedler auf dem Dach, auf dem Weg von Aeroport in Stadt. Auf Sluppes gestanden, Fiedler auf dem Dach. Auf Jiddisch. Ich wusste, dass ich da vielleicht jüdischer Nusach von dem. Das ist gewesen von Yisrael. Ja. Aber das ist immer geführt in Wilna und das ist gespielt. Ich habe es nicht gekannt sehen, weil es ein bisschen später, wie ich bin dort gewesen. Aber gewusst ist, in der Theater in Wilna spielten ein Fiddler auf dem Dach auf Jiddisch. Und 1971 gekommen mit Soros, was man in Ergetz in Moskau kennt, gefunden, ein Exemplar von sowjetisch Heimland. Also es gibt praktisch die einzige jüdische Ausgabe in jenem Jahr. Was noch ist dort zu reden? Interessant ist die Lage in Polen jetzt. Leute reisen ist Polen jetzt. Wir reden nicht von den 50er Jahren. Wir reden von jetzt. Ist Polen ein wichtiger Zentrum von Forschung wegen Jeden in Polen und wegen Jüdischkeit. Wer sollte erklärst du das? Davis Maske. Ja, ich bin Maske, ich weiß, dass in Warschau sind da Forscher und in Breslau ist da ein ganzer Abteil Forscher, was sind durchgegangen, die Sommerprogramme in Niveau. Punkt wie in Deutschland. Deutschland ist auch ein größer Zentrum. Ich sage mehr wie andere Länder. Ja? In Deutschland ist dort Düsseldorf, Universität in Düsseldorf, Marian Ort dort. Und in Trier ist da Shimon Neuberg. Und Berlin, dachte ich, hat nicht wenig. Und sind da noch, was ich kenne, so kritisch da Mannen. Aber nur Polen, Reise weiß das schon besser von mir. Aber Leute, meine Praktik sind da genug Polaken, also eine Forschung sind nicht kein Jeden, was fühlen, als etwas fehlt. Sie fühlen, als wir können nicht leben im Ganzen ohne Jeden. Jeden sind so ein wichtiger Teil von der polnischen Geschichte, man soll Poschet vergessen sein. Versteht sich, das ist, ich weiß nicht, wie viel das ist. Also ich habe gehabt in der
in dem Sommerkurs in Warschau 20 Studenten. Weiß ich nicht, das sind 20 von 100 Ballonen in ganz Polen, sie von 1000 Ballonen in ganz Polen. Schwer zu wissen. Aber euch, die Universitäten sind bereit, euch zu geben auf dem Geld, ist das immer, als es da genug größer Interesse. Und auch viele, wenn es ist 5% von allen Polaken, ist das fort am Amosches. Ich heiße Kaiser Turner. Ich habe geholfen beim Herausgeben des Buch mit einem kleinen Korrektur und redigieren dem englischen Text. Und kurzem bin ich Doktorandke in Wisconsin, auf der Universität von Wisconsin in dem Abteil von Geschichte. Aber jetzt bin ich in Breslau in Polen und ich lerne sich auf einem Magisterprogramm da auf der Universität von Breslau. Und ich bin reingetan in der Welt von jüdischen Limudim in Polen auf verschiedene Orphanien und zwischen anderem also mein Anteil in Herausgeben das Buch. Und was kann ich sagen? Wahrscheinlich dem Interesse zu Jiddisch in Polen will ich rekommendieren ein Buch, was ist heraus letztens von Genevieve Zubrzynski auf Englisch, dachte ich, und ich suchte den Titel. Es heißt Resurrecting the Jew, Nationalism, Philo-Semitism and Poland's Jewish Revival. Das ist ein anthropologisches Buch. Sie schafft, ich habe noch nicht übergelesen das Buch, aber ich habe gehört ein Referat, was sie hat gehalten in Wisconsin. Und sie schafft auch verschiedene Kategorien, Siebes, für was Polaken interessieren sich mit Jiddisch. Und das man kann haben verschiedene Teile, das sind gute Siebes, die schlechte Siebes. Und ich meine, sie allein schafft mir Gamme, was sind die bessere Siebes oder die ärgere Siebes. Und öfter legt sich nicht auf den Sichel zu reden wegen dem moralischen Eufen, aber ich meine, das ist, Menschen fragen mich, wenn sie wissen, als ich bin in Polen und als ich will sein in Polen und ich will sein reingetan in jüdische Limudim in Polen, fragt man mich, sag mal, für was sind sie interessiert und man kommt zusammen, sag mal, mit der Sache Skeptizism, ich meine, als Zubrzynski kann reagieren auf dem dosigen Skeptizism mit sehr interessanten und nützlichen Entwürfen. Ich will nicht proben, dass für Sachaklen, ihr könnt allein lernen das Buch. Aber was ich kann öfter sagen, ist, als das hat öfter, lass mich sagen, als das hat 3 Seiten. Als von einer Seite ist Tage, ich trage das auch, als die Menschen in Polen, was willen sich lernen Jiddisch und willen forschen jüdische Limudim, sind eine Analogie für die Menschen in die Vereinigten Staaten, was willen sich lernen wegen erster Völker. Oder, ich weiß nicht, wie man kann das sagen, gut auf Jiddisch. Nur die ersten Völker, was dann gewinnen in Amerika, oder die Kolonisten sind gekommen, ich meine, es ist ein Typ Mensch, was weiß, als etwas fällt in unserer Geschichte und in unser Verstand von sich allein wie ein Land und wie eine Nation. Und der Typ Mensch geht suchen, was fällt. Und wie ist das geschehen, als das fällt jetzt bei uns, als eine Gruppe und als eine Geschichte. Und Menschen können haben gute und schlechte Siebes, das zu tun. Aber ich meine, dass die gute und schlechte Siebes war, was weiße Amerikaner gehen suchen Geschichte von ersten Völkern in die Vereinigten Staaten, sind sehr ähnlich zu den Siebes, was Polaken gehen suchen Geschichte von Jiden in Polen. Man kann das betrachten als so. Meine Erfahrung ist, dass gute Menschen mit guten Siebes und ich will verbringen mit sie und ich meine, das schafft sehr gute Forschung, weil sie kommen mit guten Siebes. Genevieve Zubrzynski in dem Buch schreibt euch, also das hat zu tun mit dem als Polen. Ich
Eher ich bin gekommen in Polen, habe ich das nicht verstanden im Ganzen, ist Antisemitism ist sicher noch da in Polen. Wir können das nicht leugnen. Aber es ist ein bisschen komplizierter, wie ich habe verstanden. Aber das sind da Menschen, die haben Poschet bei jeden und es ist Poschet. Aber es sind auch da Menschen, die willen sehr stark leben, als Polen ist gewesen und ist sehr ein guter Ort für jeden. Und das ist auch mein Antisemitismus, weil es hat zu tun mit dem, als man ist nicht verinteressiert bei MS in jüdische Geschichte, man ist verinteressiert in dem, wie soll man stellt vor Polen. Und sie Polen ist ein gutes Land und sie Polacken sind gute Menschen. Und das, wenn es geht in der Richtung, das sind gemütlich nicht die Forscher, die vernehmen sich auf einen ernsten Üben mit jüdischen Leben, aber man kann das sehen in anderen Philosemitismus. Öfter ist das die Menschen, die gehen essen in jüdische Restaurants oder gehen auf jüdische Festivals, nicht alle, so das nicht. Aber das, wenn man will kämpfen gegen Antisemitismus in Polen, darf man kämpfen gegen beide Meinungen. Man darf kämpfen gegen das Poschete Hass und man darf kämpfen auch gegen Antisemitismus, was will nicht wissen wegen der Geschichte von polnischen Antisemitismus. Und also setzt euch Poschet der Tun da. Das sind ein paar von den Implikationen. Ja, ich weiß nicht, was noch kann ich sagen oder ändern. Ich wollte fragen, Sie das hat euch wahrscheinlich mit dem Nussach Polen von den später 40er und die 50er, frühe 60er Jahren, was mir am erst gerät, wegen David Zwart und Herr Smoller. Das ist doch auch gestützt von der polnischen Regierung. Das bin offiziell gestützt. Und was ist die polnische Regierung gewesen, so interessiert, als man soll sein, als blieb da jüdisch Leben in Polen. Menschen haben gesagt, es ist, weil sie willen aus der Image von Polen so sein positiver. Was kann sein besser, wie stützen die jüdische Kultur, aber weiß, als die Polacken sind nicht Antisemitismus. Und es ist das neue Polen, das kommunistische Polen, ist in ganz einander beschäftigt wie die kapitalistische Polen, das kapitalistische Polen vom Vater Welt machen. Jetzt und damals sind verbunden. Ja, das ist interessant, weil damals das Tage gewesen verbunden mit Kommunismus und mit dem Gedanken, dass Kommunismus meint, dass das Leben wird sein gut für die Minderschaften, von den Minderheiten. Aber wir sehen, als Menschen sind sehr gestimmt gegen Kommunismus in Polen, ist geblieben der Gedanke. Nicht als Kommunismus darf sein gut für Minderheiten, nur als Polen in allgemein darf sein gut für Minderheiten und also es ist allemal gewesen so. Es ist interessant, dass das beweist, überzuleben Kommunismus gut. Zu lieb technologische Service habe ich das nicht gesagt früher, aber ich habe nur gewollt sagen, dass der ganze Indien mit der antizionistischen Bewegung in die 60er Jahren, als das bleibt sehr frisch für Polacken jetzt und man sieht das in der Reaktion auf der jetzige Milchome, weil von einer Seite jetzt ist ein bisschen anders, weil die Milchome gedauert und wir wissen, dass es sind da auch Korbones und der Fall ist schon, man tragt schon nur wegen die Korbones auf der palästinensischen Seite, aber in die erste Chodoshim von der Milchome hat man gesehen, da als Polacken willen sein vorsichtig, weil sie gedenken, als wir haben einmal gesagt, als wir willen nicht kein Zionisten und wir wissen jetzt, als das ist gewesen, eine kommunistische Eupen zu sein antisemitisch und wir willen nicht machen denselben Toes jetzt. Wir willen sein sehr, sehr vorsichtig, nicht zu sagen Sachen gegen Israel, weil wir wissen, als in dem polnischen Kontext kann das sehr gering klingen wie Sachen gegen jeden. Und aber ist das, wir haben eine Vermischung in alle Länder. Es ist Durchschmuss in alle Länder.
was ist der Unterschied zwischen Antisemitismus und Antizionismus. Aber gemeinlich ist das von der anderen Seite, als man kämpft vor dem, als man soll können sagen, etwas gegen Israel und nicht gleich kriegen als ein Stempel, als man ist ein Antisemit. Aber zu lieb der Geschichte da, als man weiß, als das ist schon genutzt geworden, auf das Open zu verdecken, emission Antisemitismus. Weiß man, als man darf immer sein, sehr vorsichtig. Und als man will ja kritisieren, Israel, tracht man einmal, zweimal, dreimal, man sagt, das ist nicht eine Verdeckung für Antisemitismus. Ich rede nur wegen dem Staat von Israel. In allgemein wollen wir viel unterstützen Israel, weil es ist so, als eine Vermischung, aber von der anderen Seite wie der dosige Vermischung, was man in die Vereinigten Staaten ja, also wie ich verpasst dem Anheb in dem Schmuss, will ich schon sagen, ein paar Sachen in allgemein wegen dem Buch. Und für was ich meine, es ist so wichtig, euch als das Buch soll sein auf Englisch. Ich habe ein bisschen geredet wegen jüdischer Liebe in Polen. Und es ist da Siebe, für was ich bin in Polen. Ich meine, dass da in Polen geschehen die lebendigste Sachen jetzt in jüdische Limudim Bechlal und in jüdische Limudim basiert auf jüdische Mekoirim. Und ich meine, dass das Buch ist ein sehr gutes Beispiel von dem, was man kennen kann mit jüdischen Mekoirim, wenn man will. Und der Fall bin ich also zufrieden, als es ist übergesetzt geworden und es ist mir gewesen wichtig zu sein, Teil von dem Projekt überzusetzen, das Buch, aber gut neu, wenn was soll sein, zu lernen. Und wir haben einen Beweis, als man meint, dass es lebt sich gut, weil es hat gewonnen einen Preis von der Assoziation von jüdischen Limudim in die Vereinigten Staaten. Das ist gewesen der zweite Prämie. Die zweite Prämie in der Kategorie von moderner jüdischer Geschichte und Kultur in 2022 ist wichtig zu erwähnen. Und ich meine, es lehnt sich gut und kann ich und Herschlin sich berühren mit dem ein bisschen, aber das geht aber euch in dem Punkt, als Joanna ist eine sehr gute Schreiberin und sie weiß, wie soll zu schaffen eine Spannung. Das lehnt sich wie Mysterie ist es ist so super meise, ja. Es sind die große Frage, was wir wollen alle wissen. Die Entweder, was soll ein Jid von Polen von Azar und Azar Jahr sein, verkauft mit Kommunismus, was soll noch alt sein, verkauft mit Kommunismus und mit Polen noch der Milchome, was soll meinen, also es ist wichtig und möglich aufzubauen, das jüdische Leben noch der Milchome in Polen. Das sind Fragen, was ich meine, sind brennen für uns alle. Und man fühlt das auf jeden Seite von dem Buch. Und ich meine, das ist, als Joanna ist ein Schreiber, was die kann schaffen, als Spannung und als super meiste wegen der Geschichte. Und für mich, wie eine Übersetzerin und wie Redaktorin, ist es sehr interessant und wichtig zu sehen, wie so man beut als ein Buch, von innen wenig sozusagen. Und ich meine, also es ist gut zu haben als ein Buch auf Englisch, als man so wissen, was tut sich in Polen, weil ich meine, als man fragt, man fragt mich allemal, für was lernst du diese jüdische Limudim in Polen? Du kennst das nicht tun in den Vereinigten Staaten, du kennst das nicht tun in Israel. Und ich sage allemal, in Polen kocht sich, das ist, wo die interessanten Sachen sind. Und ich meine, als man kann lehnen das Buch, man fühlt das schon, das ist ein wichtiger Beweis wegen der Welt von jüdischen Limudim. Und wahrscheinlich dem Inhalt von dem Buch Gufe, meine ich, trotzdem, was die Fragen sind interessant und brennendig, euch als es gibt als ein Blick von der Welt von Kommunismus von innen wenig, weil wie ein Mensch von mein Dorf, ist das anders in andere Dorf. Aber in mein Dorf, wenn ich habe sich gelernt wegen der Kultur Milchome und so weiter, habe ich oder gehabt sehr negativen Eindruck
wegen Kommunismus, also das sind alle Diktatoren und das ist alles und gut, dann ist da nicht so was zu wissen wegen dem. Oder ein idealisierter Nusse von die linken Kreisen, aber da sieht man, als es sind gewähnt, heute sind aber gewähnt Probleme, sind euch gewähnt normale, ernste Menschen, was haben gemeint, als es ist ja möglich. Ja, es sind da Probleme, aber es ist ja möglich, aufzubauen, etwas Gutes, was soll Tage sein, gut für Minderheiten, reingerechnet jeden in der Zeit. Und sie haben gehabt, einen Grund, das zu leben. Sie haben gehabt, gutes Leben, das zu leben. Und ich meine, als mein Leben das Buch kämen, das verstehen, auch wenn ich bin, was ich weiß, als ich Leben habe, käme nicht verstanden. Ich fühle, als es ist gewähnt soll, als es ausgesehen soll. Also ich meine, als man will entdecken, was ist gewähnt, die Stimmung zwischen jedem Kommunisten vor und nach der Milchome, kann man das als ausgewinnen von dem Buch. Also ich rekommendiere. Ich will nur zugeben, Bekitzer hat gefragt wegen meiner Bekanntschaft mit Johanna Leweiko. Ich denke nicht, wenn wir haben sich bekannt, schon mit der 10 Jahre zurück in Ivo. Bedeutsam kenne ich polnische Vorschuss von jüdischen Unionen von dem Ivo. Und wenn es kommt, euch sie zu begegnen in Warschau, da freue ich sich. Bedeutsam ist, oder sie nicht da in Warschau, wenn ich bin dort und da, oder sie zu vernommen, aber wir kennen Chab Makabe, aber sie ist ein ernster Forscher, ist eins, und sie hat sich gelernt, dass wir ein Programm kennen, gut Jiddisch, und ja, und sie ist, wie alt ist sie? Sie ist etlich und 40, dachte ich, das ist ein Dorf, versteht sich, was ist nicht aufgewachsen mit Jiden herum sich, aber hat sich der Graben zu dem, als in Polen sind gewähnt Jiden, als das ist eine wichtige Sache. Ja, sie ist ein Stern in zwischen jüdischen Forschers und allebei wird sie weiterschreiben und allebei wird sie uns bitten, noch einmal überzusetzen und einfach ein bisschen mehr Geld. Und ja, sie hat geschrieben andere gute Bücher wegen der jüdischen Presse. Sich zu lernen in Polisch, sie zu lernen. Und sie ist ein Stern, aber es sind doch noch Sterne auf der polnischen Bühne sozusagen. Und man darf übersetzen noch Bücher. Das ist euch wichtig, als mehr Bücher und Artikel sollen sein übergesetzt von Polnisch auf Englisch in dem Form von jüdischer Liebe. A großen Dank unserer Gast Sholem Beinfeld, Herschel Gläser und Reza Turner für sehr interessante und belehrende Lektien und Schmues auf das Thema David Sward, Hersch Smolar und die jüdisch-kommunistische Zwiebel in Polen. Für die Bücher, was Sholem hat der Mond beim Anheben von seinen Lektien, wollen wir übergeben die Links zu Informationen wegen sie. Zuerst von Buch A Citizen of Yiddish Land, David Sward and the Jewish Communist Milieu in Poland, geschrieben von Johanna Nalawaiko Kulikov. Und euch das Buch Jiden mit Gelle Lattes, was wird herauskommen mit einer englischen Übersetzung von Ruth Murphy unter dem Namen Jews Without Yellow Stars, Stories of the Jewish Partisan Fighters in Occupied Belarus. Was ist lechatchila geschrieben geworden von Hersch Smolar. Es wird bald herauskommen von Ben Yehuda Press in August 2024. A großen Dank euch, unseren ersten Gast, Tara Neuwirth, für ihr Bericht wegen der Ivo Bard Sommer Programm. A Dank für den Herrn, seid alle gesund und stark. Das wird zu euch, Meir David. A gute Nacht.